Guten Morgen, weiter geht es mit den spielbereiten Decks. Wir haben ja bereits Old Boys, It's Raining Man und Bodybuilding bearbeitet und getestet. Jetzt als nächstes, wir haben noch zwei. Machen wir das Fashionista mit Großbritannien und Italien. Dann geht es jetzt wieder darum, welche Karten fehlen mir noch. So wie es aussieht, da fehlen mir zwei. Jetzt habe ich da alle. Und diese da fehlt noch. So, jetzt müssen das eigentlich schon alle sein. Wir haben Geleitschutz. Der ist sicher nicht schlecht. Was kann der? Okay, das ist zum Verbessern des Hauptquartiers. Okay, die ist auch zum Nachziehen, Forschung, Befehl kontern, Nachziehen, Meteor. Ah, dieser neue Flieger, der immer wieder ins Deck geht, +1/+1 bekommt. Der Einsatz von Einheiten, die nicht in deinem Deck begannen, kosten 2 weniger. Ah, darum das Nachziehen aus dem Deck. Ah, dies spielt auch auf das ab. Hauptquartier +3. Ja, Infanterie. Wo haben wir der Tigers Wache? Ah, dies steht auch auf Nachziehen. Das ist auch eine Wacheinheit. Da haben wir gleich 4 davon. Wache, okay. Ja, dann testen wir doch das mal. Schlacht, da haben wir Fashionista. Da. Mal sehen, ob ich die Mechanik begreife. Also es geht darum, Karten zu ziehen, die nicht dort begannen zu spielen. Ja, mal sehen. Klingt jetzt noch ein bisschen wirr. Vermutlich auch nicht unbedingt eine Technik, die sich durchsetzen wird. Also wir haben mal einen Amerikaner. Diese beiden sind eigentlich gut, aber viel zu teuer. Das muss alles weg. Das ist nicht viel besser. Ziehe eine Karte aus einem Deck, die nicht dort begann. Okay. In Verbindung mit dieser Karte wäre das was. Oder in Verbindung mit dieser Karte wäre das was. Dann warten wir noch. Müssen den Ton wieder, die Effekte wieder einstellen. So. Sonst ist es ein bisschen langweilig. Viel Glück und Spaß. Ja, danke schön. Der hat Wache. Also der greift jetzt mein Hauptquartier an, kommt mit diesem in die Front und setzt einen weiteren diesen. Oder was wird er machen? Der setzt auf Infanterie, so wie es aussieht. Also die Amerikaner haben ja starke Infanteriekarten bekommen. Dann gibt es jetzt diese Wache. Danach diese Karte und diese Karte. Diese beiden sind. Da habe ich ja nur 2 im Deck und wenn ich einen setzen kann, kann ich mit Okay. Ist jetzt ein bisschen doof, wenn er diese Galliloper hat da.
aufwerten. Also jetzt gehen wir da mit dieser Karte rein und spielen diese. Ah, okay. Keine Karte gefunden, nicht da begangen. Wie funktioniert denn das? Ich müsste Karten. Mische ein Flächenbombardement in dein Deck. Mische ihn am Ende des Spielzugs in dein Deck. Ah, so würde das funktionieren. Ich muss zuerst was reinmischeln. Japan. Also fügt eine Nachschubline Lanchester MK2 hinzu, wenn des Spielzugs in dein Deck. Wenn ich das jetzt mache, kann ich den ja nicht mehr spielen. Dann ziehen wir doch mal 2 Karten. Das war nicht auf Kampf. Jetzt machten wir da 2, 4, 5 Schaden. Wie viel Aktionskosten hat dieser da? Also wenn ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, wenn der überlebt, ah, scheiße. Okay. Wenn der überlebt, kann ich diesen setzen, dann habe ich immer einen solchen. Das war's. Geht nicht mehr. Jetzt nehmen wir so einen. Na, der hat 3 Aktionskosten, okay. Schade. Und was spielt er jetzt? Verteidigung, Zerstörung oder Aufwerten der Infanterie? Über diesen, dann diesen. Dann muss der weg. Dann noch diesen. Ah, die ist ja schon da. Manon. Mal sehen, ob dann die zweite Runde, ob die besser ist. Ich denke, das Deck hat kein Potenzial. Er hat Einigkeit, Macht stark genommen. Ja, die Runde ist verloren. Da habe ich 9,
Der zerstört mir diesen, ich mach mir... Ja, das war's. Der hat genug Schadenspunkte für mein Hauptquartier. Dann eine weitere Runde. Eine zweite. Jetzt verstehe ich auch die Technik hoffentlich ein bisschen besser. Weil der Gegner, der war jetzt nicht wirklich gut. Also mit einem selbstgebauten, optimierten Deck von mir hätte ich da durchaus eine Chance gehabt. Aber diesen spielbereiten Decks. Wir haben einen Japan-Spieler. Könnte wie so oft ein Rusher sein. Also wir haben hier diese Wache, dann der weg und der weg. Ich brauche noch eine günstigere. Okay, keine günstige Karte. Dann spiele ich als erstes diese Karte. Das ist eine Italien-Karte. Dann kann ich den spielen, damit die Bindung mir keinen Schaden verursacht. Falls ich so weit komme. So, das ist diese Wache. Was kann der? Amphibischer Angriff, Expansion oder für den Wohlstand? So, jetzt. Was machen wir jetzt? Also ich kann jetzt diesen spielen, dann diesen spielen. Ah, okay. Ich kann auch diesen spielen. Ich spiele jetzt mal den da. Zerstöre den. Das geht jetzt nichts mehr, weil der steht ja schon da. Und Zugbänden, das kann er mir 4 Schaden machen. Ich kann da wieder 3 Verteidigung aufbauen. Und ich spiele diesen da und diesen da. Ah, jetzt kommt er da mit einer Wache. 2, 4. Ich könnte auch den spielen, den aus dem Spiel nehmen. 3, 4, 5. Ja, vielleicht.
Geht mir jetzt auf das Hauptquartier. Okay. Dann, ich nehme den. Gleich hier an. Macht er nur noch 1 Schaden. Spiel. Zu beenden. Oh, eine verdeckte Karte. Absolut spannend. Erhält +1/+1, wenn deine Karte nicht dein Deck begangen. Wir nehmen jetzt den mal rein. Und wir nehmen den rein, damit ich dann meine Wache spielen kann. Was haben die Japaner für verdeckte Karten? Das ist diese eine, die beim Angreifen auf das Hauptquartier. Ah, das ist doch voll gemein. Aber jetzt kommt sicher diesen rein. Und dann wird den rein. Haben wir schon einen im Deck, die ich dort begann? Da ist sie. Und dem in die Front. Der muss ich wohl. Wie viel hat der? 4/4. Ah, der ist drin. Halt. Der ist aus der Reserve. Den kann er nicht spielen. Der ist doch aus der Reserve. Okay. Ich hätte mal gesagt, eigentlich kann er den nicht spielen, weil der ist aus der Reserve. Ja, dann, jetzt wird er mir da 5 Schaden machen am Hauptquartier. Oder 6 Schaden. Dieser Flieger muss weg. Okay. Dann kommt jetzt diese Wache rein. Da muss der. Dann muss der. Diesem da. Blitz. Kann ich nicht angreifen. Da habe ich keine. Spielen wir das da. Können gerade nichts anderes spielen.
So, du bist dran. Was machst du nun? Okay. Hat schon funktioniert. Jetzt kann er mir die Wache immer noch zerstören, aber dann muss er seinen Flieger opfern. Will er das? Will er nicht, offensichtlich. Okay. Füge deine Nachschub in einen Lanchester hinzu. Das würde ja jetzt funktionieren, oder? So, dann zerstöre ich seinen Flieger. Dann kann ich hier in die Front. Kann ich mit dem jetzt angreifen? Nein. Dann ist er ja weg. Ich hätte zuerst diesen angreifen müssen. Okay, geht nicht. Also ich habe hier 3 Lebenspunkte. Kann er mir zerstören und in die Front. Ja, lassen wir das mal. Wir lassen das mal so. Der hat jetzt seinen Pulver schon ziemlich verschossen. Er hat ja noch viele billige Einheiten und keine. Der hat jetzt viel zu viele Credits und kann sie nicht sinnvoll einsetzen. Okay, jetzt kommt der zum Zug. Dann kommt der da hier zum Zug. Ich brauche hier die zweite Wache. Ah, der hat noch einen zweiten Solden. Und noch einen, okay. Also jetzt haben wir da eine 8-6er. Der muss weg. 4. Das heißt, jetzt muss der da rein. Ins Deck. Und der muss in die Front. Und das habe ich. Ziehe eine Karte aus einem Deck, die nicht dort begann. Okay, versuchen wir jetzt das mal. Gut. Ah, Mist. Ah, 16-2. Also ich überlebe. Okay, das ist gar nicht so übel. Also ich überlebe das jetzt. Wenn er nicht noch etwas hat, das direkt mein Hauptquartier angreifen kann. Und er hat den 3-mal weg, tatsächlich. Okay. Ja, nicht schlecht. Hat er gut gemacht. 3-mal im Deck.
Ja, das war's mit diesem Video. Also Fashionista, sehr spezielle Technik, ist, ich denke, viel zu langsam. Auch nicht unbedingt praktikabel. Dann kommt als nächstes noch das letzte spielbereite Deck mit den Japanern. Mal sehen, ob ich das besser beherrsche. Vielen Dank zum Zuschauen. Bis zum nächsten Video.